Servus Ladels zu einem neuen Video. Ich bin der Andi Und ich bin Ria. und ihr seid bei Ein bayerischer Bur Und Madel. Reaction. Heute schauen wir uns das neue Lied von Feuerschwanz an, und zwar Krampus. Der Krampus, den kenne ich aus meiner Kindheit noch. Ich kenne ihn aber unter einer anderen Gestalt, wie jetzt hier in dem Video dargestellt wird. Bei mir hatte der Krampus einen Jutesack an, war schwarz bemalt. Da, wo man es jetzt im Video sieht, der Krampus hat für mich einen anderen Begriff, das heißt bei mir Perchten. Der Krampus selber ist eine dämonische Gestalt, also so wie der da ausschaut in dem Video, ist es eine dämonische Gestalt der vorchristlichen Zeit und ist eigentlich nicht weit verbreitet. Eigentlich nur im Alpenraum. Also wirklich nur im Süden von Bayern, Österreich, Norden Italiens, Slowakei ein bisschen, aber wirklich nur im Alpenraum. Tschechien habe ich noch gelesen. Tschechien ein bisschen, also wirklich nur alles, was sich im Alpenraum befindet. Da gibt es diesen Krampus. Für die Leute, die es nicht wissen, was überhaupt ein Krampus ist. Der Krampus, der Nikolaus beschenkt die Kinder und der Krampus bestraft die bösen Kinder. Also die sind sozusagen immer im Doppelpack unterwegs. Nicht nur. Nein, Nicht nur. nein. Also Krampus gibt es so nur in Bayern und da nicht überall. Also jetzt, wo wir jetzt hier wohnen, gibt es den auch so nicht. Ich kenne ihn aber auch von der Schule her und so weiter. Ja, das, Ja. weil es ein bisschen jetzt zu uns rüberschwappt, aber jetzt so, Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist normal hier. nein, gibt es wirklich nicht bei uns so in der Gegend, also wirklich mehr so im Süden Bayerns. Da gibt es eine richtige, also so ist da heißt jetzt ein Krampus. Das Aussehen her kenne ich unter Perchten. Und da gibt es richtige Perchtenläufe. Hunderte von Gestalten mit diesen Masken. Und da gibt es so Mutproben für Kinder, wo praktisch die Perchten ärgern, ohne gefangen zu werden oder ohne dass sie mit der Rute geschlagen werden. Schönes Spektakel auf alle Fälle. Ich freue mich jetzt auf dieses Video, da es, kleiner Fun Fact, oder Fun Fact kann man hier nicht schlecht sagen, dieses Video hat Feuerschwanz regelrecht infiziert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh nein, haben sie Corona oder was? Beim Videodreh, Oh. das ist in einer Höhle auch gedreht worden. Man sieht jetzt dann gleich, also ich kenne das Video nicht. Ich kenne bloß jetzt die Geschichte dazu. Dieses Video wurde im Freien gedreht und da hat ja sich nichts gefehlt. Nach diesem Dreh im Freien sind sie noch ins Studio gefahren und der liebe Herr Hauptmann hatte das böse C-Virus in sich, aber es war noch nicht und hat es an seine Bandkollegen verbreitet. Ach nein. Und somit war die Band Feuerschwanz alle unter Quarantäne mit Corona. Scheiße. Oh Mann, das ist blöd gelaufen. Ja. Also wie Mann. gesagt, das Video hat es in sich. Ja, ich hoffe, dass es sich gelohnt hat. Genau. Ja. Wir Sehr fangen jetzt an. Ich freue mich jetzt auf, ich bin echt gespannt, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe bloß so, gestern gab es so keine Videokonferenz, Video-Livestream von Feuerschwanz. Johanna von der Vogelweiler hat gesagt, sie hatte noch nie so viele Hände
an ihren Körper wie in diesem Video. Also ich bin echt gespannt, was die da machen. Okay. Anscheinend eine Orgie. Oh, Mehr weiß ich nicht. Also Gott. das haben die gestern auch gesagt, bevor das Video veröffentlicht wurde. Genau. Also nichts für Kinder. Ich hab keine Ahnung, also wirklich absolut keine Ahnung. Das Schöne ist, in Wikipedia steht Feuerschwanz schon drin. Und zwar, wenn man in Wikipedia Krampus eingibt und dann sich durchliest, kommt unten vor, in welchen Liedern welche Lieder es darüber gibt, über den Krampus. Da steht drin, die deutsche Band Feuerschwanz hat im Jahr 2021 das Lied Krampus veröffentlicht. Süß. Genau. Im amerikanischen Bereich, Krampus gibt es also nicht. Da ist der Krampus eigentlich jetzt wegen 3 Serien eigentlich bekannt geworden. Einmal American Dad. Und zwar 8. Folge der 10. Staffel. Dann einmal die deutsche Serie Der Pass. Und in der Serie Grimm kommt jeweils einmal der Krampus drin vor. Und ist er so dadurch jetzt ein bisschen bekannt worden. Gut. Genau. Gut. Und jetzt fangen wir an. Ja. Die Klamotten mal wieder richtig on point. Ja. Passt gut auf, ihr Kinder. Ist so kalt der Winter. Schließen alle Türen. Wollt doch nicht erfrieren. Campus, Satana Sanctus. Deus, Inferni Krampus. Campus, Satana Sanctus. Deus, Inferni Krampus. Ich reit auf Sturm und Winden. In alle eure Sünden. Ich öffne eure Herzen. Ah, das kommt da. Die Kerzen. Oh. Oh, haben sie gut gemacht. Ich kenne ihn über Perchten, das sind die sogenannten Perchtenmasken. Der sieht aber cool aus. Ja. Haben sie sehr cool geschminkt. Eine handgeschnitzte Holzmaske. Krass. Aber sie haben sich eine sehr coole Kulisse ausgesucht, Ja. muss man schon sagen. Sieht echt cool aus in der Höhle. Denn zwischen euren Jahren sind meine kalten Tage. Ich reit auf Sturm und Winden. Kenn alle eure Sünden. Campus, Satana Sanctus. Deus, Inferni Krampus. Campus, Satana Sanctus. Deus, Inferni Krampus. Campus, Satana Sanctus. Das ist Johannes von der Vogelweide. Ah ja, okay, jetzt verstehe ich, was sie gemeint hat. Cool. Ja, da kommt noch was. Achso. Schauen wir mal.
Also, Achso, nein. nur der Okay. Abspann. Okay. Nur der Abspann. Schade. Geiles Lied. Also mir gefällt das Lied. Also das weiß ich leider nicht mehr. Müsste ich mal nochmal nachlesen, wo die Höhle ist. Gestern in einem Livestream haben sie erzählt, wo die Höhle ist. Die kann man sich auch anschauen, die Höhle. Muss auch anscheinend auch riesengroß sein. Also das, was man sieht, ist praktisch, glaube ich, nur der Vorraum und dann geht es dahinter noch wesentlich weiter. Oh, krass. Aber das sieht schon dort schon voll cool aus. Ja, ist anscheinend auch eine richtige Tropfsteinhöhle anscheinend. Boah, cool. Ja, jetzt wissen wir wirklich, warum sie gemeint hat, ja, sie hatte sehr, sehr viele Hände auf ihrem Körper. Ja. Und sie hat sie hat auch gesagt, es hat ihr anscheinend gefallen. Es war jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, die haben jetzt halt nur so ein bisschen im Gesicht rumgetatscht und so weiter. Also ganz ehrlich, so. wenn mich jetzt lauter Frauen betatschen würden, würde es mir auch gefallen. Mein Gott. Ja. Oder? Ja. Also wenn man ganz ehrlich, wenn ich jetzt 10 Frauen anfassen... Das waren nicht nur Frauen. Das waren nur... Nein, da waren auch Männer dabei. Oh. Ach, jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? Oh. Okay. Ja. Genau. Aber mir gefällt das Lied. Es hatte nicht so ein Weihnachtslied an. Also es hat sich nicht wie ein Weihnachtslied angehört. Ne? Ja, der Krampus selber, der wurde irgendwann im 17. Jahrhundert irgendwann so in dieses Christliche mit reingebracht. Da wird es erst einmal so erwähnt, dieser Brauchtum. Da kam dieser Brauchtum so im 17. Jahrhundert ungefähr. Der Krampus selber, die Gestalt ist wesentlich älter. Also eine dämonische Gestalt vor christlichen Zeitalter. Ja, nee, ich meine, Also, das Lied das Lied selber jetzt verbreitet jetzt nicht so Weihnachtsstimmung und so weiter, ne? Es ist jetzt eher so ein. Ja, es hat deswegen nichts mit Weihnachtsstimmung zu tun, da Johannen nicht mitgeschrieben hat. Achso. Genau. Das haben sie gestern auch gesagt, also hätte Johanna von der Vogelweide mitgeschrieben bei dem Lied, dann wäre es weihnachtlicher ausgefallen wahrscheinlich. Süß. Genau. Ja, mei. So ist das Lied auch cool. Es hat einen Pep. Es hat auf jeden Fall Pep. Es ist ein schönes Lied, also auf alle Fälle. Und also der Krampus, also man hat ja gesehen, super dargestellt. Das sind wirklich diese Masken. Nochmal Entschuldigung an denen, wo den Brauchtum haben. Ich kenne es unter Perchtenmasken. Ein Freund von mir ist in so einer Gruppe mit drin. Und diese Perchtenmasken sind alle handgeschnitzt. Also das ist wirklich, die Dinge sind Krass. schweineteuer, die sind richtig teuer. Das glaube ich. Und in diesen Perchtengruppen ist es so, da kommt man nicht einfach so rein, sondern man erbt die Maske praktisch. Also die werden praktisch wirklich weitervererbt. Die Teile sind teilweise richtig alt und wenn ich jetzt praktisch dabei bin in dieser Perchtengruppe, könnte ich meine Maske dann meinem Sohn weitervererben, dann wäre er in der Gruppe mit drin. Also das ist wirklich eine uralte Tradition. Krass. Ich sag, Krass. sollte ich jetzt was verkehrt sagen, tut es mir leid. Es ist das, was ich halt kenne, weil es bei uns gibt es diesen Brauch so nicht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, falls ihr den Brauch habt oder so ähnlich oder sowas, könnt ihr schreiben, wie es bei euch so abläuft, weil man lernt ja immer gern dazu. Ja. Ja. Also ich weiß, dass es Kempten und sowas, in Südtirol, da praktisch richtige Treiben gibt, wo hunderte von diesen Figuren umeinander laufen. Habe ich auch mal gesehen. Ja. Mir gefällt das Video. Ja, mir auch. Wenn wir schon dabei sind, ich hoffe, unser Video hat euch gefallen und ein paar Informationen sammeln können. Gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns, drückt die Glocke, dann wisst ihr immer, wenn wir ein neues Video posten. Ihr findet uns auch in Instagram und in Facebook. Ihr findet die Links unten in der Beschreibung. Ja, Genau. genau.
Und bis dahin, habe Deri. Tschüss. Und nachträglich frohe Weihnachten. Es ist gerade der 25. Keine Ahnung, wann das Video rauskommt. Aber Genau. schöne Feiertage. Schöne Feiertage. Tschüss. Ciao.